Op wem sagst du, op wat sagst du din vertrauen? Wenn du sagst, mein Vertrauen ist ab, gewöhnlich immer wird wie sein, ich vertraue Jesus Christus rein ganz. Ich sage, mein Vertrauen ganz auf Jesus Christus. Aber es dort wirklich, wenn es erst drauf ankommt, und wenn du gescheitert warst, dass wir ein paar Werke und gehört haben und gelehrt haben, viel Werk, lesen wir und wir lernen ganz besonders von Petrus, von der Apostel und Judas Ischariot, wo die gescheitert wird, ganz mit auf dem Grund und wo dort gehen dort mit dort. Und wenn du gescheitert warst, will man sagen, dort ist eine Gesundheit, dort ist eine Finanzen, dort kann keiner sagen, wo dort ist. Aber wenn die wirklich gescheitert wird, ab was hast du den Vertrauen? Wo ist dein Vertrauen ab? 1. Petrus 5, Vers 5 sagt, die sollen alle immer reut sein, und untereinander in Demut te dienen. Da meint, wenn wir viel Werk horchen deuten, und du hast dort gesehen, Petrus wird rein ganz gescheitert bei dem Letzten, dann weit wie dort hier steht, so wo 1. Petrus schrieben hat, dort weit von was reden hat, wenn sagt, die sollen die immer reut sein, und untereinander in Demut te dienen. Gott als Gestalter, und dort wird uitfang, als du es dort so gescheitert wird, wenn für Jesus festgenommen wird, dann sieht Petrus, dort mir reinkriegen down, wenn Jesus festgenommen wird, wenn er im Jail gestoppt wird, eben zu Tod verurteilt wird, dort mir down, auch weil Jesus nicht verloren. Und er verleiht ihm nicht bloß, aber er verliert ihm auch. Und dort wird ganz taubbrüch, und er weiß dort, was das hier so meint, dass Gott gehen gestalten wird. Aber er sagt, aber der damit geschenkt hat, der zu der rechten Zeit genot. Und er weiß ganz krank, von was er hier reden wird, wenn er dort all belebt. So, wenn wir in Schwierigkeiten gehen, so ist Petrus hier so dort, was tun wir dann? Was beleben wir dann, oder was tun wir dort? Und wir wollen von der noch wieder dort gehen, was dort meint, ganz gedemütigt sein. Und wir sind dort herin uns Hauptgebrechen, wir sei wie dort in Markus, du hast dort, wo der Engel zu Maria Magdalena sagt, wo sei der Gänger dort Jesus ist abgestoßen vom Tod, und die sollen nach Galiläa gehen, und du hast dort so am Treffen. Und dann sei nicht bloß gut, sagt die Gänger dort, aber sei auch in Petrus. Sie wollen den Message haben, der soll ganz besonders für Petrus auch sein. Wenn Gott weiß dort, wo Petrus stehen wird. Und das, woran der in Markus 16, Vers 7 sein wird, sei die Gänger dort in auch Petrus. Dort wird der Engel sehr wichtig, dort der Petrus noch ein Port wird abnehmen. Und wenn wir in Johannes 21 lesen dann, dort, wo sie in Galiläa wären, und Petrus sagt bloß, mir ist das alle down, mir ist das alle genug, ich will drei noch meine Fischerie. Ich will drei Fischen von dort, wo ich euer deut. Und der andere Gänger ging mit am Taub. Sie faschten danach der faschten sie, und sie haben keine Fisch gekriegt. Smars was das ihr stellen, dann hat du eine Person umwuta und fragt, hat ihr Fisch gekriegt? Sie sagen, wir haben die ganze Nacht gefasst und nichts gekriegt. Und sag, hey, schmied dort nur eine andere Kant. Und sie gehorchten dem, und sie deuten dort. Und das, wo dort befall, wer dort wir, was du reden dort. Und als sie nur eine Kant kommen, dann hat Jesus du ein Frühstück für reit. Und als sie Frühstück gegeben haben, dann ist dort in Johannes 21 von Vers 15 fangen wir an. Und du sagtest, als sie erst gegeben hatten, seht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Jonah, als deine läuft zu mir gerade aus der anderen Erde, und das wohl wie viel Werk von Hirten, dort sei sich streiten, wer die Graz da unter sich wird. Und du fragt er, als deine läuft gerade für mich aus all der anderen? Er sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich die Gott sehe. Hey, du Unterscheid hier,
Jesus fragt, liebst du mich? Und im Griechischen meint dort der Agapeo oder der Agape-Life, der vollkommene Life. So eine Life, was hij eerst sieht, dat hij hoort. Hij sieht, ik heb zo'n Life für die, ik wil noem Gefängnis für die, ik wil noem dood für die. Dat wat hij sieht, ja Jesus Christus sterben deed, ja Jesus verlieren deed, dan wird hij beproefd dat hij zo'n Life was dort hat. Dat wat hij wil doen für Jesus. Nu fragt Jesus, liebst du mich mit diesem vollkommenen Leib, wat ich will sterben für die? Und dann sagt Petrus, ja Herr, du weißt direkt die Gott sein. Kijk den Unterschied hier? Hij sagt nicht, ja, du weißt, ich liebe die. Hij sagt, ja, du weißt, dass ich die Gott sein. Dat is bloß, ich liebe die als ein Freund. Mit einem unvollkommenen Leib ich die. Und dann sagt Jesus, dann werden meine Lama, dann ist mir dort gut, dann werden meine Schub. Und dann sagt Jesus noch einmal, Simon, Jona, bist du mir gut? Und really, wenn du im Griechischen kicken das, dann sagt Jesus hier, liebst du mich? Und dann haben wir mit der Agape-Life, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja Herr, du weißt, dass ich die gut sehe. Und sagst hier in den Vers. Jesus sagt zu ihm, werd meine Schub. Das ist mir gut. Dann der meine Schub werden. Und im 17. Vers, dann sagt Jesus zum dritten Mal, Simon Jona, bist du mir gut? Nu sagt er, bist du mir gut mit der Verleihung? Und Petrus war ganz traurig. Und sagt, dass Jesus am zum dritten Mal dort fragen wird. Und er sagt, ob er am gut wird, als er am gleichen deed. En Petrus sagt, Herr, du weißt alles am. Hij sagt damit, Jesus, du weißt, dat sei gut, dat ich die nicht mit der Agape die leuven kann, dat ich nicht die leuven kann mit mein ganzes durchgeben, dat ich, wenn ich, du weißt, dat ich die Grutz verlieren. Und du wenn sagt, hey, du weißt dat alles am. Und du weißt, dat ich die gut sie, dat ich die bloß kann leuven als ein Freund, die verlieren leuf han. Und Jesus sagt zu ihm, dann werd meine Schub. Und hij blijft am. Met dat wil hij dat zijn, ik vergeef die. Ik heb die dat vergeeft, nu wil ik gaan, zoals du wieder schaffen. Wenn als hij durch die Charrerie ging, dan ging dat grootje, dat charret alle weg. En dat is wat Jesus ook brücken kan. Wat, wenn dat stalt, eerst de weg gescharret weer. Dat is van hij kan, dus dat ze brücken. Dat is wat hij van mij en die ook wil gaan. Wofür gehst du durch eine schwere Zeit und du glaubst, dass Gott hat sich bloß von die Weiche gedreht? Er hat sich nicht die Meier gekümmert. Vielleicht sagst du, Gott, kijk mal, all dit habe ich für die getan. Kijk mal, all dit sind ich aus dem Stich gegangen, dass ich die nur folgen, die dein. Und kijk mal, nu laatst du mich durch dit schwere gehen, wofür Frau wie Gott dit? Und du bist nicht das Einzige, was durch schwere Tiden gehen wird. Einmal braucht Gott die Tiden, uns all die 3 ersten losbrechen, das wir eine Fehlektion haben. Die 3 ersten los, dass du bloß das Reine, das Schmacken, dass der Baum fein wachsen kann und dass der kann fein Frucht tragen. Und dort ist, die Diebe will uns vernichten, will uns ganz verdorben. Aber wenn wir Gott nicht oft sein und wir nicht ans Wegdrehen von Gott, dann will Gott uns dort brücken, dass wir können stärker werden, dass wir können mehr Frucht bringen, wenn die 3 Äste alle weich sind. Und das ist, was er will. So wir gehen zu Jahr durch so ein schweres Ding und du wirst Äste, was da oft gebrochen werden. Und kriegst so, als Jesus dort zu Petrus all sieht, ich bete all verrückt, dass du nicht musst Glauben verlieren. Und das wird er auch für dich und für mich tun. Aber das ist einmal unsere Entscheidung, als wir dort wollen, dann den Glauben anhalten, oder als wir wollen abgeben und ganz ans Luten taub brechen. Einmal falls ich dort, so dort will ganz taub brechen. Aber wenn dort will taub brechen und die so sehr geschärft wird, und was hältst du die? Wenn du die Frau das
Wem vertrouw ik, wat vertrouw ik? Dat wordt het op een dokkamp en op een proefkamp, wo die den vertrouwen op zaten des. Wanneer du gescheitert wordt. Wenn ons wordt alle gescheitert, ons zu tegelijk, ons zit in verschiedene, ons wordt op een verschiedene weg gescheitert. Op wem hältst du den vertrouwen? Op die Salz, op den Staat, op den Salzwert, op den Salzkontrolle, op den Salzvertrouwen, op den ene Hoffnung, op den Geld, op wat hast du den vertrouwen? Hast du den vertrouwen ganz op Gott en du loofst en prijst voor wer hij is. Nicht für dort, was hij für die soll doen. Aus dem Scheckbengel bringen. Wenn dort ist, wo die Stalten enkämpft, und dort wird Petrus in 1. Petrus 4, Vers 5 sagen, dass Gott ist gegen die Stalten. Wenn dort hat er uitgefangen. Aber Gott will handeln, du und ich sollen am Loben und Preisen an der Scherrerie für wer er ist. Nicht, was wir wollen haben, was er soll tun, aber für wer er ist. Er hat uns all einen dearen Preis getult. Wenn wir daran denken würden, was für einen Preis er wirklich getult hat, für die und für mich, dann würden wir für immer und ewig am Loben und Preisen können, für was er getan hat und wer Gott wirklich ist. So von dir frage ich dich, auf was lässt du den vertrauen? Und wenn du sagst, ich vertraue auf Gott, was ist das dann? Wenn du denkst, was er für dich soll tun, oder für wer er wirklich ist.